Würdest du von dir behaupten, du bist cringe? Wer hat den besten Style? Wer würdest du sagen, ist das Lieblingskind? Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, es gibt wieder mal ein Video von mir. Ich habe es endlich geschafft, meine scheiß Maturarbeit abzugeben. Und jetzt kann ich wieder ein bisschen durchstarten mit YouTube, allem möglichen. Und ich bin so glücklich. Auf jeden Fall, heute gibt es ein Video, wo ich mit meiner Familie alle einzeln Fragen beantwortet. Also wir werden alle die gleichen Fragen beantworten, einfach einzeln. Genau, und ich glaube, es könnte relativ lustig werden. Darum sind gespannt und ich würde sagen, wir labern gar nicht so viel, sondern fangen mit dem Video. Let's go! Hallo miteinander, ich bin der Vater von der Nati. Hallo, ich bin die Mami von der Nati. Hallo, ich bin der Cedric, ich bin 17 und der Kleinbruder von der Nathalie. Hallo, ich bin Joel, ich bin 15 und ich bin die Kleinschwester von der Nati. Hello, Peace, und ich bin Nati. Wer von der Familie ist am gescheitsten? Von der Intelligenz her würde ich jetzt sagen, der Cedric. Ich finde es noch schwierig zu beantworten, aber ich glaube, der Sedi. Der Sedi. Der Sedi. Es klingt behindert, wenn ich sage. Oder das Mami. Nein, das Sedi habe ich das Gefühl. Ich habe gesagt, das Mami. Weil er kann halt einfach alles so. Er kann Woki anschauen, zweimal durchlesen und nachher hat es im Kopf. Und wir alle anderen von der Familie müssen arbeiten für unsere Noten. Wer hat den besten Style? Ja, es kommt halt darauf an, jeder hat einen anderen Style, aber ich finde halt den Nati ihren Style noch cool. Ich schwappe zwischen Nathalie oder Joel. Nati. Ich denke Nathalie. Ist es jetzt eingebildet, wenn ich sage, dass ich den besten Style habe? Ja, denkt Nati Style, oder? Sie ist die unserer Familie den Ton angibt, was in ist und was out ist. Einfach weil sie eine relativ spezielle Frisur hat. Also ich muss sagen, ich finde, wir alle haben so ein bisschen unseren eigenen Style, einfach unterschiedlich. Wobei, also der mit den verrissenen Hosen, den mache ich dann also gar nicht mit. Das finde ich schrecklich. Ich finde, jeder hat so seinen eigenen Style. Also es gibt keinen, den ich jetzt besonders geil finde. Also geiler. Ja. Beschreibt die Atmosphäre von unserer Familie in 3 Wörtern. Lustig. Goofy. Selbstständig. Wir erziehen unsere Kinder zur Selbstständigkeit, dass jeder sich wohlfühlt und sich so entfalten kann, wie er es gerne hat. Wir haben gerne eine lockere Atmosphäre. Flexibel. Energisch, ist das ein Wort? Ich würde sagen, fröhlich, offen und ziemlich abnormal. Offene Kommunikation. Lustig. I don't know. Also lustig, gesprächig und offen. Wir haben eine offene Tür für Leute. Das ist mir wichtig. Wir haben einen sehr guten Zusammenhalt. Wer würdest du sagen, ist das Lieblingskind? Real Talk, ich glaube, früher hätte ich so ein bisschen gesagt, meine Schwester, weil sie ist halt so ein bisschen die Jüngste war und logischerweise hat sie am meisten Aufmerksamkeit bekommen. Nati, glaube ich. Das gibt's nicht. Ich habe das Gefühl, ich. Einfach weil sie relativ erfolgreich ist, I guess, oder? Aber ich muss sagen, mittlerweile ist es wirklich ausgeglichen. Also keiner fühlt sich benachteiligt oder bevorzugt. Und ich würde sagen, es gibt gar kein Lieblingskind momentan. Eigentlich sind alle meine Kinder, meine Lieblingskinder. Ich kann mich da nicht irgendwie... Jeder hat so seine eigene Art und Charaktere, die mir sehr tief ins Herz geht, ja. Würdest du von dir behaupten, du bist cringe? Cringe. Nein, eigentlich nicht. Wieso? Also keine Ahnung. Nein. Ja, selbstverständlich bin ich das. Keine Erklärung. Ich finde eher so cringe, wenn du so lustig sein und dann gar nicht lustig bist. Ich glaube nicht, dass ich cringe bin. Zu unserem Zeitalter hat es das nicht gegeben, das neue Wort. Ich habe noch nie gefunden von mir selber, dass ich normal bin. Aber es ist auch nicht mein Ziel, dass ich normal bin. Also es gibt sicher Momente, wo ich sage, ja, ich bin cringe. Für viele Menschen, vielleicht auch in meinem Umfeld, gerade jetzt was Internet angeht, kann ich mir gut vorstellen, dass sie mich dann cringe finden oder weiss ich auch nicht. Aber sonst bin ich gerne einmal zwischendurch ein bisschen ausgeflippt und gewisse Leute schütteln vielleicht manchmal ein bisschen den Kopf ab mir. Vielleicht bin ich auch zu fest manchmal ein bisschen auf Jugendliche eingestellt. Wobei, also der mit den verrissenen Hosen, den mache ich dann also gar nicht mit. Das finde ich schrecklich. Darum ja, ich will sagen, ich bin zu 60% cringe. Aber ich probiere wenigstens nett zu sein zu allen. Ja. Wer von den Kindern denkst du heiratet als erstes? Joel. Also wenn die Nati heiraten würde sie zuerst heiraten und sonst denke ich. Sie wird auch die Erste sein, die mal ein Kind hat. Nati. Ich glaube, ich würde sagen, weil ich logischerweise die älteste Person bin von allen 3 Kindern. Weil ich auch schnell eine Familie will aufbauen und so. Möglichst früh irgendwie, keine Ahnung. Zum Heiraten braucht es einen Partner. Nathalie hat einen Partner.
weil sie hat jetzt schon einen Freund und das läuft relativ gut und I don't know. Könnte möglich sein, dass sie zuerst heiratet. Und ich weiss nicht, ob Nati das Sediment so früh aufbauen und so. Ja, ich denke an Joel. Wer hilft am wenigsten im Haushalt? Der Sedi. Ich glaube, ich würde sagen, der Sedi. Ich meinte den Cedric. Ich oder Joel? Ich habe das Gefühl, dass Sedi oder ich, weil ich tue manchmal mein Zimmer aufräumen. Ja, weil er natürlich selten im Haushalt ist. Erstens, er kommt schnell und isst schnell und geht wieder ins Zimmer. Er ist im Moment sehr bequem, er ist gerne in seinem Zimmer. Ich weiss gar nicht, was der macht. Also ich glaube, der räumt nicht mal sein Zimmer auf. Einfach weil er halt viel auch in seinem Zimmer ist und an seinem Computer arbeitet. Und darum hat er wahrscheinlich gar nicht die Möglichkeit und Zeit, um im Haushalt mitzuhelfen. Was auch normal ist bei einem Jugendlichen in diesem Alter. Aber ich und der Sedi sind so fast gleich. Welches Kind ist in der Pubertät am meisten ausgeartet? Oh, das muss ich jetzt mal schnell überlegen. Joel, auf jeden Fall. Ich würde sagen Joel, weil bei ihr habe ich das Gefühl, dass am meisten, vielleicht auch einfach, weil ich sie am ehesten erlebt habe, sozusagen. Ich weiss das doch nicht. Wir haben zum Glück alle 3 Kinder, die nicht die Pubertärphase wirklich ausgelebt haben, zum Glück. Ich finde, alle 3 sind eigentlich nicht ausgeartet. Ich hatte auch nie wirklich Probleme gehabt. Aber am meisten eher Joel. Als ich angefangen habe zu pubertieren, war ich immer mad. Aber Kann auch sein, dass ich schnell ausgeartet... Also, dass ich ausgeartet bin? Ich denke halt Nati, weil sie hat auch vorausgehen mit der ganzen Pubertät und ich musste auch ein bisschen in das Ganze hineinwachsen. Vor allem, als sie dann in der 6. war, wo dann halt die Auseinandersetzungen gekommen sind mit Kollegen und all das. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht so pubertierend gewesen. Das hätte ich jetzt auch nicht mega. Wir waren beide eher Spatzhünder und Joel ist halt wirklich relativ früh in die Pubertät gekommen. Dort habe ich mich schon auch fest reingegeben, aber es ist nicht, dass Nati selber Probleme gemacht hat, sondern dass sie Probleme hatte und dass ich mich mit dem auseinandersetzen musste. Ja, ich bin manchmal aggressiv schnell, ja. Ich kann schon sein, dass ich das war. Ja, ich weiß auch nicht, hat sie halt oft ihre Tage gehabt, wo sie halt so ein bisschen zickig war, wenn man das so sagen darf. Aber ja, mittlerweile ist sie so ein bisschen über den Berg, würde ich mal so behaupten. Erzähl kurz eine lustige Story, die du mit deiner Familie erlebt hast. Also sicher eine war, als ich mit dem Vater tanken musste. Und dann bin ich noch, keine Ahnung, 11, 12 gewesen. Und ich habe im Auto gewartet. Und dann hat er mir irgendwie, er hat erstens hure lang gebraucht. Und zweitens hat mir so rhythmische Musik im Auto gelassen. Und ich habe nicht gewusst, wie es umstellen. Dann habe ich mir irgendwie locker eine halbe Stunde die gleiche scheiß rhythmische Musik hineingezogen. Also, wir waren da noch nicht eine grosse Familie. Wir hatten nur Natalie, die anderen waren noch nicht geboren. Und zwar hat ein Monteur etwas bei unserem Haus oder unserer Wohnung damals etwas reparieren. Und Natalie konnte kaum schwätzen. Sie war ganz kleine Bohnen dort. Und Fafel hat sie den Mann angeschaut und gesagt, hat ein grosses Foodie der Mann. Das Lied war aber so, dass sich die ganze Zeit wiederholt hat in dem Sinn. Das heisst, du hast nicht speziell Abwechslung gehabt, du hast einfach den gleichen Rhythmus gehabt für eben, wie gesagt, eine halbe Stunde locker. Und uns war das natürlich extrem peinlich, weil der Mann war hier am Arbeiten und hat, wie gesagt, den Rücken uns zugewendet. Wir haben sein Gesicht gar nicht gesehen. Und darum haben wir versucht, die Situation zu retten. Und dann haben wir gesagt, ja Natalie, gell, der Mann muss ganz fest arbeiten, gell Natalie? Ja gut, das kommt mir gerade eine interessante Geschichte in den Sinn, wo wir mal ein Auto gemietet haben, so ein VW Touran Van. Und dann hat Natalie gesagt, nein, hat ein grosses Foodie der Mann. Und der Dani und ich, wir haben einfach nicht mehr gewusst, was machen wir jetzt, oder wie retten wir die Situation. Wir haben einfach nur noch lachen und haben es fast nicht mehr verheben. Wir haben gemietet und wir wollten dort herausfinden, ob das wirklich unser zukünftiges Familienauto ist. Wir haben Joel dabei, Natalie war dabei, ich glaube, das seht ihr auch. Und irgendwann hat sich der Monteur umgedreht und gesagt, nein, so schlimm ist allweg noch nicht. Und dann das ist uns einfach geblieben, weil Natalie war einfach so eine, schon als Kleine, hat sie einfach, wenn sie etwas sagen wollte, dann hat sie es einfach sagen und dann ist es einfach so. Und ich glaube, das ist heute noch so. Wenn sie etwas zu sagen hat, dann sagt sie es halt einfach. Und Natalie hat dann dort im Auto eine Gocki-Flasche geöffnet, die ist dann, hat dann sich ein bisschen überschäumt bis in die Decke rauf. Alles Gocki ist ausgeleert. Und dann haben wir sagen, ja gut, das kann nicht unser Auto sein, vielleicht eben doch. Und am Abend hat dann Joel an ein Auto reingekotzt und dann haben wir es definitiv abgehakt. Das ist nicht unser zukünftiges Auto.
Mir fällt gerade einfach ein spontan ein. Und so waren wir in der Türkei in der Ferien gewesen. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, aber meine Kinder haben irgendwie gestritten oder I don't know, wir sind irgendwie laut gewesen. Auf jeden Fall sind wir mit dem Dad richtig auf die Sache gegangen. Und er hat dann irgendwie einfach so aus Wut gesagt, das nächste Mal gehen wir alleine in die Ferien. Und irgendwie haben wir das alle überhaupt nicht ernst genommen, meine Mama. Wir haben ihn alle komplett ausgelacht, weil er nie ein Mensch wäre, der alleine in die Ferien würde gehen. Also wir hatten halt früher ein Kindermädchen, weil unsere Eltern arbeiten sind, haben sie die besorgt. Und die war halt mega streng und unsere Eltern sind halt jetzt nicht so streng, sind eher chillig. Und irgendwie ist mir das mega so in Erinnerung geblieben, einfach weil es irgendwie lustig war. Und die hat halt immer gesagt, so, ja, wir müssen aufs WC gehen, sie hat uns auch noch andere Sachen verboten. Und wir haben zum Beispiel gar nicht mehr aufs WC gehen oder so. Und ja, wir nehmen dann auch heute noch teilweise mega hoch, so, wenn er irgendwie so hässlich ist in der Ferien, sagt man, ja, das nächste Mal gehst du live Ferien oder so. Und die hat das dann immer mega zusammengeschissen, wenn wir jetzt nicht aufs WC gegangen sind. Und wir haben die halt voll nicht gern gehabt. Und unsere Eltern, wenn sie gesagt haben, ja, die kommt wieder, dann haben wir immer gesagt, nein, wir wollen nicht, dass die kommt und so. Ja, vielleicht ist es jetzt für die Außenstehenden überhaupt nicht lustig, aber keine Ahnung, ist doch ein Insider geworden. Danke, dass ihr das Video geschaut habt. Vergesst nicht, das Video zu liken. Könnt auch Nati abonnieren. Glocken aktivieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.